Wir schalten River bei Lisa Jacquet wird bei der Bayernsichter als Lisa, dat sie ganz fleißig gesellen. Fleißiges Bienchen, geht ja immer so schön gesagt. Ich bin hier beim Alexandra Arendt, der Präsidentin vom Lützeburger Landesverband für Bayernzucht. Was mal viel mehr kann über die Leifklang-Deierscher so. Ja, effektiv, sie sind immens fleißig, das kann ich schon so. Besonders das Jahr, wo es wieder so gut war und wo man können noch beim Flotrekord doch hoffen. Ein Boy produziert das, was wir alle gut gerne haben, und zwar Honig. Mit gibt noch viele Sachen mehr. Ja, genau. Also ich meine, wir haben Gelegenheit genutzt, auch hier an der Halle, wo ja aber viele Leute zusammenkommen und Lützeburger, nicht Lützeburger, alles gemischt für einfach die ganze Produktionsschiene, also vom Honig war wirklich ein ganz wichtiger Punkt, das zu weisen. Natürlich gibt es noch immens viele andere Produkte und über die könnte man auch gerne schwätzen, aber ich meine, wir haben nicht genug Zeit dafür. Wir probieren aber das Beste zu machen. Wir gehen um den Schrei rundherum. Da sieht man nämlich schon einen guten Teil von all diesen schönen Sachen. Für alle wäre natürlich super interessant, dass die Leute können sich hier angucken, wie das genau geht, für den Honig zu gewinnen. Ja, also ich meine, wir haben Waben mitgebracht, eben direkt aus dem Volk, die auch noch verdeckelt sind. Das heißt, die hier ihre Wurstdeckel drauf haben. Also du siehst also eigentlich, ja, wie sie ganz so ausgesehen. Und mehr frisch geht es nicht, außer am Beistock selber. Und das geht dann auch per Hand abgemacht, wie wir hier neben Drusu schön gesehen. Hier ist Mädchen am Gangen, alles abzumachen. Wir weisen hier am Fungel, wie es artisanal geht. Aber ich muss ja dazu sagen, die meisten Imker hier am Lützeburg, also bis mehr wie 90% von den Imker sind Hobby-Imker. Und die machen das auch größtenteils artisanal. Und ich meine, das einfach stärkt eben noch von unserem Honig, den halt zu Lützeburg kriegt. Und da weisen wir ein bisschen eben, wie die Waben abgehen. Ne? Die sind von den Bayern verdeckelt gehen, vier am Fungel. Das hier ist doch für den Winter, den sie gerne haltbar machen, aber wenn es so ist, dann entspricht den Kriterien. Dafür müssen wir einen abmachen, wenn wir gerne rausholen. Das geht mit der kleinen Gurvel. Geht natürlich auch auf andere Methoden, aber wir weisen nur eigentlich, wie das artisanal möchte. Du hast schon so schön über die Wurst geschwärzt, den du überall rundherum leidest. Was machen wir dann daraus? Ja, die Wurst, das ist natürlich ein ganz flottes Produkt, den ist ja auch weiß am Anfang. Also, ganz natürliches Produkt, das geht gerne an der Kosmetikindustrie oder auch Kosmetikbranche angesagt. Wir machen zum Teil auch Mittelwände damit, die da beim Kessel gesehen. Das ist ein bisschen so eine Unterlage, wo die Bayern noch hier so eine Zellen drauf bauen. Und dann natürlich haben wir auch andere Produkte, die da hier gesehen. Also schon bekannt, die gut Kerzen, ne? Ich meine, wenn sie es Honig gemacht gehen, ne, das Paraffin aus der rein, dann haben sie natürlich es Wurst gemacht gehen, dann haben sie ganz anderen Geruch. Aber es gibt ganz viele Anwendungen, also auch wie zum Beispiel die Wurstpapaya für Emballagen zu machen, die minorhaltig sind wie Plastik. Also wir haben eine ganz Panoplie von Produkten. Ich habe auch immer oft Propolis zu hören. Ist das auch noch etwas, was von heute kommt? Propolis, das ist effektiv, das ist den Herz, den Bein auf Beem sammeln gehen, auf Knospen sammeln gehen. Am Fungel ist das Tierhygiene, also sie bringen die an den Staggerer und wenn du irgendeinen Deer, eine Maus zum Beispiel, an den Staggerer könnt, die kriegen die ja nicht raus, dann geht die ganz abbalsamiert mit Propolis. Das ist am Fungel für, dass keine Kränkten an ihrem Stock sich können verbreden. So. Dann natürlich muss ich den Honig einfach irgendwo zu schmachen und zu kaufen kriegen. Das Genau. möchte ich wo? Wir wollten auch noch gucken, wo wir ihn ernten. Hier an unserer Schleider, wo ihn rauskommt. Ich meine, das ist wirklich ganz flott, wenn wir hier einen Plexiglas-Schleider haben, wo ihn das dann noch gesagt. Wenn wir ganz schnell drinnen, dann könnt ihr noch wirklich aus den Waben rausgeflohen. Voilà. Und das ist so ganz wichtig, eben an Zeiten, wo ganz viel von gefälschten Honig geschwärzt wird, wollen wir wirklich wissen, wie das Produkt auf eine natürliche Art und Weise hergestellt wird. Und dass ihr eine Garantie hat, für ein gutes Produkt zu kaufen, besonders heute zu Lützeburg, wenn ihr bei den Imker direkt geht. Ich meine, am Geschäft auch gesagt, viel Honig stehen und sollen sich einfach Gedanken machen, wo könnten hier? Und das ist am Fungel ein bisschen darauf, wo wir hinweisen. Und hier haben wir eben ganz frisch geerntet. Und die kriegen noch im Moment so ganz frisch hier im Stand auch zu kaufen, direkt aus der Schleider.
Direkt ausgeschaltet, ganz flüssig, so wie ich eigentlich am liebsten benutze. Ja, ganz flüssig, so wie nass. Am Anfang ist Honig eben immer flüssig. Aber heute zu Lützeburg, aufgrund von der Blumenvielfalt, die wir haben, hat eine Tendenz ganz frei fest gesehen. Besonders der Freihaushonig. Aber das ist eine Sache, die erklärt sich jeweils den Zucker, also den dran ist, das Glucose, Fructose, Verhältnisse, viel Glucose, dann ist es mehr fest, viel Fructose ist mehr flüssig. Das ist von den Zutaten hier mehr. Zum Beispiel im Sommer ist das Verhältnis ein bisschen anders, das dürfen den Zucker, den Honig, den kristallisiert nicht so sehr aus. So kann man mal Chance, ein paar Wochen lang flüssigen Honig zu holen. Dafür, wenn er das hat, kann er sich bei einem Imker melden, erfroren, er kann sich frisch kriegen, dann kriegt er noch direkt frischen, flüssigen Honig. Das ist schon mal eine Information, die für mich immens wertvoll ist, weil ich schon die flüssige, wie ich schon so am allerliebsten. Wir haben auch super schöne Produkte von ihr stehen. Wir haben von Freihaushonig gespart, was geht dann noch so? Ja, wir haben eben hier wieder gesehen, die ganz frisch geschleudert, indem wir hier Surplus auf der vorher geschleudert haben. Dann haben wir aber daneben den Mihalen, das ist der Freihaushonig, den ist meistens Mihal aufgrund von den Bleienvielfalt, die hier kommen. Und dann im Sommer hat eine Tendenz echt mehr dunkel und noch vom Gu hier. Also ich will das alle Jahre anders. Das hängt wirklich von der Witterung auf. Ob es mit Röschen oder mit Nassjahr ist, wie Reihenfolge von der Bleienfolge ist. Oder ja, genau, eben noch saisonal bedingt haben wir unterschiedliche Guen. Dein persönlicher Favorit? Das ist ganz, also ich habe keinen Favorit. Ich habe einfach Honig und alle Panoplien gerne. Und das hängt ganz stark von meiner Laune noch auf, was ich gerade gerne habe. Ich mache das heute mal nach. Ich gucke, wen das mein Lieblingshonig ist. Ich so ganz viel Merci. Das war immens flott, immens interessant. Marque National, Lützeburger Honig, wirklich etwas, was sich lohnt zu kaufen, ganz natürlich, ohne Zusatzstoffe. Ich mache lo an du mat Streck und durchkommen. Seis wie Honig, aber du mal geleiert, gelebt, nicht die Fake News, und noch keinem Fake Honig, kauft der richtige, kauft der Lützeburger, kauft Marque National.